Vi srčno dobrodošli na svečani podelitvi DSD-Diplom na Gymnasium Nordmünster. Herzlich willkommen bei der feierlichen Diplomverleihung im Gymnasium Nordmünster. Wir freuen uns, dass wir heute bei uns besondere Gäste haben, nämlich den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, seine Exzellenz Herrn Werner Burkhardt, und den DSD-Koordinator in Slowenien, Dr. Reinhard Zurk. Ich begrüße recht herzlich auch die beiden Schulleiterinnen, Mojca Lukšić vom Gymnasium Nordmünster und Elisabeta Plus von der Slowenischen Ločunovic. Es freut uns, die DSD-Schüler, dass wir heute eine gemeinsame Diplomverleihung haben. Und jetzt bitte ich unsere Schulleiterin, Frau Mojca Lukšić, um ein paar Begrüßungsworte. Bitte. Lepo pozdravljam gospoda veleposlanika, njegovo ekscelenco Wernerja Burkharda, DSD-koordinatorja dr. Reinharda Zurka, ravnateljico Črnomaljske gimnazije Elizabeto Plus, dijake, učitelje in starše. V gimnaziji Novo mesto se zavedamo, da je dobro znanje tujih jezikov pogoj za lažje medkulturno sporazumevanje, za konkurenčnost in odprtost do drugih. Že od leta 1999 na šoli ponujamo priprave in potem tudi izpit za upravljanje nemške jezikovne diplome na drugi stopnji. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila nemški strani za vso podporo, ki z nemškimi programskimi učitelji nakupa učnih gradiv, tehnologijo, seminarji za učitelje ter finančno podporo jezikovnih taborov in drugih dejavnosti podpira učenje nemščine na naši šoli. Zadnje 3 leta opravljajo izpit na naši šoli tudi dijaki Črnomaljske gimnazije. V letošnjem letu je diplomo prijelo 25 dijakov, 20 novomeških in 5 črnomaljskih. V 14 letih je diplomiralo 218 gimnazijcev. Vsem dijakom in učiteljem iskreno čestitam. Den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, seine Exzellenz Herrn Werner Burkhardt, den Koordinator in Slowenien für das DSD, Herrn Dr. Reinhard Zurka, die Schulleiterin aus Czernowel, Elisabeta Plus, alle Schüler, alle Lehrer und alle Eltern. Wir im Gymnasium Novo Mesto wissen ganz gut, wie wichtig heutzutage Fremdsprachkenntnisse sind. Und zwar für eine bessere interkulturelle Kommunikation, für eine größere Konkurrenzfähigkeit und für eine Offenheit gegenüber den anderen. Seit 1999 bieten wir dieses Programm unseren Schülern an. Sie können an den Vorbereitungen teilnehmen, sie können auch DSD-2-Prüfungen machen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich recht herzlich bei der deutschen Seite bedanken, nämlich die unterstützt mit den Programmgeldern, mit verschiedenen finanziellen Mitteln für die Sprachcamps und andere Dinge für Seminare für die Lehrer oder auch verschiedene Lehrmittel und technische Dinge für das Staff an der Schule. Seit 3 Jahren gibt es bei uns auch die Schüler aus Czernowel, die an diesem Programm auch beteiligt sind. In diesem Jahr haben die Prüfung 25 Schüler bestanden, 20 aus Novo Mesto und 5 aus Czernowel. In 14 Jahren gibt es so schon 218 Diplome. Herzliche Glückwünsche an alle Diplomanten und auch an alle Deutschlehrer. Vielen Dank. Seine Exzellenz, Herr Burkhardt, jetzt haben Sie das Wort. Ja, liebe Direktorin, Schulleiterin, Frau Gerke, Herr Zülke, liebe Schülerinnen und Schüler. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Leider schaffe ich es nicht, zu allen Schulen zu gehen, aber wir haben uns vorgenommen, das so ein bisschen zu verteilen und reihum zu machen. Und
Es ist mir eine große Freude, dass ich heute hier bei Ihnen in Münster sein kann. Ich möchte als erstes dann natürlich vor allem den Schülerinnen und Schülern meine Gratulation aussprechen zum deutschen Sprachdiplom. Sie haben sicherlich einen zusätzlichen zum normalen Schulunterricht zusätzlichen Aufwand betrieben, eine zusätzliche Anstrengung betrieben, und das wird heute mit der Überreichung des Diploms belohnt. Ich möchte aber auch nicht versäumen, an der Stelle den beiden Schulen zu danken, denn ich weiß, dass es auch für die Schulen ein zusätzlicher Aufwand, eine zusätzliche Anstrengung ist. Wir hätten ja gerne, Herr Zülke, ich glaube, ich spreche da auch Ihnen aus der Seele, ganz gerne, dass der Unterricht zum Sprachdiplom sozusagen mehr in den normalen Deutschunterricht integriert wird. Wir sind dazu auch im Gespräch mit dem Bildungsministerium in Ljubljana. Ganz sind wir noch nicht am Ziel, aber wer weiß, vielleicht wird das ja noch. Aber davon abgesehen, wie gesagt, Dank und Anerkennung, Gratulation an die Schüler. Ich glaube, Sie haben mit dem Sprachdiplom natürlich als erstes die Befähigung oder den Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse für ein Studium in Deutschland erworben. Ich kann Sie nur ermutigen, machen Sie davon Gebrauch, sofern Sie daran interessiert sind natürlich. Manche von Ihnen möchten vielleicht woanders studieren, viele werden im Lande bleiben, aber wenn Sie die Gelegenheit haben, nutzen Sie die Chance, nutzen Sie die Voraussetzungen, die Sie sich damit geschaffen haben. Und wenn Sie irgendwelche Auskünfte zum Studium in Deutschland brauchen, steht Ihnen die Botschaft und insbesondere meine Mitarbeiterin Frau Pleschak gerne mit Auskünften zur Verfügung. Sie haben aber, glaube ich, nicht nur jetzt eine rein formale Befähigung erworben, sondern Sie haben sich damit auch, denke ich, Sie können das wahrscheinlich besser beurteilen, mit Ihren Deutschkenntnissen einen Zugang zur deutschen Kultur, zum deutschen Sprachraum erworben. Ich sah mit Interesse beim Hochgehen hier über die Treppe, dass die ersten Urkunden unten noch aus der Zeit von Maria Theresia stammen. Das heißt also, damals war Deutsch hier auch die offizielle oder eine der offiziellen Sprachen. Natürlich ist Deutsch noch weiter verbreitet oben in Richtung Österreich, aber wie gesagt, ich glaube, mit guten Kenntnissen einer Sprache erschließt man sich nicht nur die reine Sprachkompetenz als solche, sondern eben auch Zugang zum Denken und zum Kulturraum des jeweiligen Landes. Und Sie haben auch, glaube ich, mit diesem Diplom oder mit dieser Abschlussprüfung, mit Ihren Sprachkenntnissen, sich eine gute wirtschaftliche, auf der wirtschaftlichen Seite eine gute Voraussetzung geschaffen. Die Frau Direktorin hat es ja vorhin schon erwähnt. Es ist sicherlich für ein relativ kleines Land in Europa, für ein stark exportorientiertes Land in Europa, wichtig, Fremdsprachen zu können. Aber auch für jeden und jede einzelne von Ihnen bietet das, je nachdem wie Ihr weiterer Lebensweg verlaufen wird, sicherlich auch dem einen oder anderen eine Chance, sei es bei einer exportorientierten Firma in Slowenien, vielleicht aber auch sogar in Österreich oder in Deutschland eines Tages zu arbeiten. Ich habe gerade vor kurzem gelesen, dass die Zahl der jungen Slowenen, die nach Deutschland gehen zum Arbeiten, erheblich zugenommen hat. Das heißt nicht, dass wir die besten Köpfe hier abwerten wollen, keineswegs, aber es ist natürlich im Moment für viele eine Möglichkeit, vielleicht eine gute, interessante, gut bezahlte Arbeit zu finden, die man ohne diese Deutschkenntnisse nicht hätte. Auch insofern meine herzliche Gratulation. Sie haben sich eine Urkunde, eine Auszeichnung erworben. Seien Sie sich dessen bewusst und meine Bitte wäre nur, vergessen Sie, auch wenn Sie es nicht im tatsächlichen Leben brauchen direkt, vergessen Sie es nicht, bleiben Sie Deutschland und der deutschen Sprache verbunden. Und damit nochmals Gratulation. Dankeschön. Vielen Dank. Und
jetzt gebe ich das Wort an die Person, die für das DSD-Programm in Slowenien am wichtigsten ist. Das ist Dr. Heiner Zülke. Dankeschön. Ich begrüße Sie auch noch einmal sehr herzlich, besonders Sie, Herr Burkhardt, Sie, liebe Frau Rutschitsch, und Sie, liebe Frau Fuß, aber auch die Eltern, besonders die Lehrerinnen und in erster Linie die jungen Leute, die heute eine Urkunde, nämlich das deutsche Sprachdiplom, erhalten werden. Ein paar Minuten noch, dann werden Sie die stolzen Besitzer dieser Dokumente sein. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann, denn ich wäre sehr gerne auch zu Ihren Prüfungen gekommen. Das war aber organisatorisch nicht möglich, weil wir in diesem Jahr sehr viele Prüfungen hatten und ich es vom Terminkalender her nicht einrichten konnte, in jede Schule zu fahren. Ich hoffe, Sie sind deshalb nicht traurig, aber darum bin ich eben jetzt da und möchte Ihnen nachher mit großer Freude auch diese Sprachdiplome überreichen. Sie haben mit diesem fleißigen Lernen, liebe junge Freunde, sich eine große Tür geöffnet in die Welt. Denn Sie werden ja demnächst auch das noch viel bedeutendere Abiturzeugnis in den Händen halten und sich dann Maturanten nennen. Und ich denke schon, dass Sie überlegen, wohin will ich gehen, wenn die Schule beendet ist, wenn sich diese Tür hinter mir schließt. Wo will ich studieren? Wo will ich einmal arbeiten? Und dann erinnern Sie sich eines Tages, das wird nicht morgen sein, auch nicht übermorgen, aber dann erinnern Sie sich eines Tages, ich habe da doch das deutsche Sprachdiplom. Und ich glaube, dann werden Sie auch mit stolz geschwellter Brust dastehen und sagen, ich bewerbe mich hier im Studium um ein Stipendium, um eine Arbeitsstelle. Und ich glaube, wenn das klappt, dann werden Sie auch immer dankbar sein, Ihren Lehrerinnen, die Sie manchmal sicherlich auch ein bisschen schieben und treten mussten, so nach dem Motto, jetzt komm, jetzt mach, du schaffst das. Aber ich denke, mit den Ergebnissen der Prüfungen in diesem Jahr haben Sie auch gezeigt, dass Sie sehr viel können. Ich freue mich auch, dass die beiden Gymnasien Czernowel und Nowomesto so gut kooperieren und wünsche mir, dass das in Zukunft auch so funktionieren möge. Da müssen wir auch wieder die Voraussetzungen für schaffen. Ich freue mich auch, dass das Gymnasium Czernowel einen eigenen Weg gehen möchte, nämlich die Prüfung zum Sprachdiplom der Stufe 1 durchführen will. Und ich freue mich, dass das Gymnasium Nowomesto sein Programm erweitert und neben dem Sprachdiplom 2 auch das Sprachdiplom der Stufe 1 anbieten wird. Das heißt also, die Arbeit wird für mich und die Kolleginnen hier mehr, aber das ist erfreulich und wird uns in unserer Zusammenarbeit und die jungen Leute hier in Slowenien ein ganzes Stück voranbringen. Ich wünsche Ihnen, liebe junge Freunde, Glück. Glück auf dem Weg. Es wird sicherlich nicht immer leicht, aber ich glaube, Sie werden einmal gute Botschafter eines neuen, jungen Europa sein. Nämlich eines Europa, in dem die jungen Leute viele Sprachen sprechen, in dem sie keine Berührungsängste haben, in dem wir aufeinander zugehen und gemeinsam arbeiten und handeln. Und das werden Sie können, weil Sie so viele Sprachen beherrschen. Alles Gute und heute noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Seit 2010 nehmen auch die Schüler aus Czernowel am DSD-Programm teil. Wir hatten eine gute Kooperation bei den Sprachkenntnissen und bei den Prüfungen und ich gebe jetzt das Wort der Schulleiterin Frau Elisabeta Prus. Spoštovana njegova ekscelenca, gospod veleposlanik Reinhard Burkhardt, gospod dr. Reinhard Zülke, ravnateljica Mojca Lukšič, spoštovani prisotni profesori, dijaki in starši. Pomen znanja jezikov se kaže v strategiji evropskega sodelovanja o izobraževanju in usposabljanju in tej strategiji želimo slediti tudi na srednjih šolah. Jeziki, kot je že povedal gospod Zülke, nam odpirajo vrata na osebnem, političnem, gospodarskem in kulturnem področju. Ustroj Evrope danes zahteva mobilnost in biti večjezičen danes ni več le potreba, ampak je nujnost. Vesela in ponosna sem, da je srednja šola Črnomelj med tistimi srednjimi šolami v Sloveniji,
ki dijakom nudijo možnost učenja nemškega jezika z dodano vrednostjo in pridobitev DSD diplome. S tem in tudi mi na naši majhni šoli nekoliko odpremo vrata v Evropo. Zahvaljujem se Gimnaziji Novo mesto za odprtost in odlično sodelovanje na tem področju in si ga želim tudi vnaprej. Hvala tudi gospe Moniki Gerke in vsem učiteljem nemščine, ki ste dijakom posredovali znanje in jim omogočili pridobitev DSD diplome. Na koncu seveda še iskrene čestitke vsem dijakom novomeškim in črnomaljskim za pridobitev DSD diplome in naj vam koristi v vašem nadaljnjem življenju. Hvala lepa. Vorbereitet war, aber in kurzen Worten zusammengefasst, bedankt sich auch unsere Schulleiterin, Herrn Dr. Rainer Sönke und Herrn Exzellenz Burkhardt für die Möglichkeit, dass wir auch in unserer Schule, Slene Schule Czernowitz, die Möglichkeit haben, das Sprachdiplom zu erwerben. Sie bedankt sich auch dafür, dass wir eine gute Zusammenarbeit hatten mit Gymnasium Novo mesto und vor allem auch mit der Programmlehrerin Frau Monika Gerke. Und wie schon Herr Reinhard Zülke erwähnt hat, öffnen Sprachen die Türen zur Welt hinaus. Und vor allem Glückwünsche den Schülern und toi 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 fürs weitere Leben mit den Sprachen, die ihr habt. Mit den Kenntnissen. Kurz zusammengefasst. Vielen Dank. So, das heutige Programm hat Hans kurz mit dem Lied Junge Abend angefangen. Und jetzt kommt Arne Belus mit Vito uns Lied Ich liebe dich. Jetzt gebe ich das Wort Frau Gerke, die uns 4 Jahre motiviert, gelockt, getrieben und auch gequält hat. Jetzt komme ich bei Volker Knecht. Sehr verehrte liebe Anwesende, ich freue mich insbesondere, dass wir heute die beiden Gymnasien Czernowitz und Novo mesto hier haben und diese gute und erfolgreiche Kooperation zwischen den Gymnasien ganz deutlich werden kann. Lassen Sie mich einen kurzen Rückblick geben auf diese Zeit, die wir hier zusammen hatten, seit Ihrer Einschulung, liebe Schüler, in der 1. Klasse des Gymnasiums. 2009 gab es 70 Schüler aus den 1. Klassen, die zum Siegesjugendzeit kamen. Ein freiwilliger Unterricht, bei dem man zusätzliche Energie aufbringen muss. Von den 70 hat es fast jeder Dritte geschafft. Die anderen hatten nicht so viel Energie und Ausdauer wie Sie. Für Ihre Arbeitsdisziplin, Selbstdisziplin, Energie beglückwünsche ich Sie in erster Linie.
Als die Intensivtage kamen und die Probeprüfungen, da war es nämlich für die anderen schwierig geworden. Aber ich glaube, Sie denken auch alle gerne zurück an diese Zeit, die wir mit Studienfahrten zugebracht haben. Nicht nur im Unterricht, das Besondere war zum Beispiel bei dem Sprachencamp Salzburg. Kooperation, Novo Mesto, Czernomel, das Bundesoberrealgymnasium in Salzburg. Wir haben Interviews gemacht, Umfragen, es gab Kommunikationsaufgaben, es gab sogar in der Freizeit ganz besondere Zuwendungen, muss ich sagen, von den 3 Herren aus Czernomel, die uns mit Geocaching durch Salzburg sehr amüsant geführt haben. Und es gab sehr kreative Präsentationen dort. In Klagenfurt, ein Jahr später, sah es anders aus. 5 Tage Arbeit. Na, Spaß ein bisschen, aber vor allen Dingen sehr intensiver Unterricht von früh bis spät bis in den Abend hinein. Oft auch in Stationen, langer Probeaufsatz nach allen Regeln der Kunst und sogar die mündliche Pilotprüfung haben wir dort gemacht. Also, dieses Klagenfurt bedeutete uns sehr viel bei der Vorbereitung, dass sie diese guten Diplome geschafft haben. Aber vielleicht das Außergewöhnlichste in dieser Zeit war der tiefe Kontakt zwischen Novo Mesto und unserer deutschen Partnerschule in Eckenhausen. Für mich persönlich, wenn ich das hier einmal so öffentlich sagen darf, war es ein ganz, ganz großes Geschenk. Dieses Comenius-Projekt, das zwischen 2010 und 2012 stattgefunden hat, wurde von 16 von Ihnen mitgemacht. 16 Schüler, die jetzt das Diplom bekommen, die Urkunde bekommen, lernten an 10 Tagen Deutschland, die deutsche Familie, die deutsche Schule kennen und ermöglichten das auch für 10 Tage den deutschen Partnern in Slowenien. Es sind über dieses Comenius-Projekt hinaus auch Verbindungen entstanden, Kommunikationen, aber auch Besuche, sowohl in Deutschland als auch hier in Slowenien, die in die Zukunft vielleicht auch noch weitergehen. Und das ist etwas ganz Tolles. Aber es ging nicht nur um Deutsch und Slowenisch. Es ging um noch mehr, um noch ein drittes. Sie haben nämlich dadurch die ganz seltene Gelegenheit bekommen, Einblick zu halten in eine ganz andere Welt, nämlich die Welt der Roma. Das Comenius-Projekt Andersheit und Fremdes in Europa, Brückenschlag zu den Roma, gab ihnen diese Gelegenheit, teilzunehmen, ein Stück an dem Leben der Roma, die ja als eine Randgruppe hier in Slowenien neben der Mehrheitsgesellschaft sozusagen parallel leben und immer in einer Sorge sind, in einer sehr großen Sorge sind, ihre speziellen Traditionen und Werte aufgeben zu müssen, der Mehrheitsgesellschaft zu opfern. Und das, denke ich, das sollte allen, aber besonders einer kleinen Nation, wie es Slowenien ist, zu denken geben und wichtiges Erfahrungsmaterial und auch Denkanstöße für die eigene Zukunft liefern. Ich komme zum Ende meiner Ausführung. Im September habe ich ein Treffen mit ehemaligen BSW-Schülern organisiert und da war ich sehr erstaunt. Sehr viele von ihnen waren ein Jahr, ein halbes Jahr im Ausland, vor allem in Deutschland. Und einige standen kurz davor, das zu tun. Es war wunderbar zu hören, das DSD-Diplom hat ihnen dabei geholfen. Und ich möchte Sie ermuntern, liebe Diplomanten,
liebe DSD-Schüler alle, pflegt und hütet dieses internationale Zertifikat, nutzt die Kontakte, die ihr habt, und gerne bin ich euch behilflich zum weiteren Ausbau dafür. Herzlichen Glückwunsch euch. Ich bitte jetzt zuerst für die Diplomübergabe die Schüler aus Chamonix hierher zu kommen. Die sind nach
začnimo. Katarina Juršič. Jan Turk. Nina Hvala. Klara Piletič. Zdaj pa še črtale zraven, da smo vsi. Še črtale. Danes lahko nekdo čitali? Ja, da nekaj na poslu čitali. Im Namen aller Schüler möchte ich mich herzlich für die tolle Gelegenheit bedanken, ein solches Zertifikat erwerben zu können. Und natürlich für die tollen Geschenke, die ihr bereitstellen. Und jetzt bitte ich die beiden Schulleiterinnen, dass sie den Gästen unsere Geschenke überreichen.
Najlepša hvala za vse. Za krajnsko pisalico pa nekaj So, jetzt zu guter Letzt lassen wir uns von den Schülern aus Czernowel mit etwas Lustigem überraschen. Und danach sind alle eingeladen, sich das Spiel zu stärken und mit uns zu feiern. So. Wegen nicht vorhandener Kenntnisse der Fremdsprache kann es zu Missverständnissen und Konflikten kommen. Und deshalb lernen wir bei BSD, wie man richtig Deutsch spricht. Bitte sehr, was darf sein? Ja, zu jedem Fressen. Aha, ein Rätsel. Und Sie, der Herr? Aha, 2 Wurst und ein Weißbier. Und Sie? Aha, eine Kaffee. Franz. Und was wollten Sie? Guten Tag, ich hätte gerne so ein großes Bier und schönen Bräuner mit Beilage. Was wollen Sie? Ein großes Bier und Bräuner mit Beilage. So, Freunde, jetzt lernst du mal Deutsch und dann kommst du wieder, okay? Nicht jeder kann seine Sprache verstehen. Lerne Deutsch.